ich auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliege, du bist mir nah. Was ich auch denke, du weißt es schon. Was ich auch fühle, du wirst verstehen. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hilfst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem Zo de Marisola. Mr. John Peters hier met je top vandaag voor de nächste 15 minuten. Je dank is uit Gottes woord. We zijn in Matteaus 5, Vol 3. als wahrer Gott und Mensch warst du wie. Du bist uns in allem uns gleich. Du bist barmherzig, voller En zo de Marisola vandaag is mei de 21ste, moet ik eens een beetje kijken. Mei de 21ste 2022. We gaan ons onderhouden over Gods zijn woord en het boek Matteaus. En we zijn nu fertig met Matteaus 4 en dan we kunnen een beetje meer tijd gebruiken voor de laatste paar versen. Ik wil een beetje wiederholen. Jezus hat sich die Jünger geraubt. Wir haben dort like 3 Botschaften über ihn gehört. Und dann sagt er, dass er ging, wo er eine steht. Und Menschen kommen an für Heilung, zum bei sie erster retrieven, geheilt worden von bei sie erster. Und so wieder und so wieder. Und das sagt er heilt alle. Und so wir wollen mehr Zeit spenden mit der einzelnen Heilung, was ich ja von Matteaus und so wieder. Wir haben in Jesus, was barmherzig und voller Geduld, sehr das Leidgrut. Und nun sind wir in Matteaus 5 und wir wissen, dass da waren vielleicht Dutzende Menschen gewesen sind. Die sind alle in die Wüste, wo reingekommen, wo er ist, wo der Ruhm war. Und die haben sich gewundert über die Heilung. Das sage ich jedem Mal, dass Gott wird gelobt und gepriesen. Und nu op einmal geht Jesus en krijgt zo wat wichtig aan, oder nog wichtiger, nog wat wichtiger. En dat is onrecht, leren, predigen, Gott zijn woord verkondigen. Jo, Heilung, excuse me, jo, Heilung ist wundervoll, Heilung ist zum Wundern. En dat brengt mensen tot veel I'm sorry about that. Viele, die kommen ja dann nicht hier. Und so, da waren Dutzende Menschen sind top gewesen. Und die haben sind top gewesen, um vielleicht nicht hier. Viele sind gewesen, um sich heilen lassen. Und so, die haben alle something, was ihnen fehlt. Aber Jesus sieht hier, dass da fehlt noch was Wichtiges. Da fehlt was für die Säule. Da fehlt was für das Hort. Das Hort fehlt anzustellen. Het lijkt wat Martin Luther gesagt hat. Hij sagt, dat het woord predigen. Predig, 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 sagt er. Hij sagt, wenn het woord uitgaat, dat het den Mensch ändern. Dat het niet bloß den Mensch in Gedanken ändern, dat het sogar den zijn Hort ändern, den zijn Blut, den zijn Huid. Dat ganz kleinste Cell, wat een Mensch heeft, dat ändert van Gott zijn woord. En zo nu sagt het Matteaus 5 versteht, als Jezus dat volk sah, ging hij op een borg op en zag zich door. Zijn Jünger kwamen aan en hij vond een aantal onrechten. So, das Unrecht hielt sich so wie für die Jünger, über die Menschen, die haben sich da irgendwo durchgesehen.
en doorgezet en dan horen ze wat hij gezegd. En zo dit is nu in Matteaus, Jezus in de eerste boodschap. En de boodschap die jetzt staat, van vers 3 tot vers 10. Selig oder gezegend zijn die wat de geestlich arm zijn, denn het himmelrijk is eerd. Selig oder gezegend zijn die wat de treuren, wegen eind wat getroost worden. Selig oder gezegend zijn de maken, wegen sie worden de Welt oven. Selig oder gezegend zijn die wat de hunger en dorst naar gerechtigheid, wegen sie worden geveld zijn. Geveld worden. Selig oder gezegend zijn de barmherzigen, en eind wordt barmherzigkeit gewesen worden. Selig oder gezegend zijn de van reines hart, wegen die worden Gott zijn. Selig oder gezegend zijn de wat de vrede merken, en wat Kinder Gottes genannt worden. Selig oder gezegend zijn die wat de verfolgt worden, gerechtigheid te hebben, denn ist das Königreich, so wie die Gottes Wort. En so vielleicht sei je al hier, ik zie hier in Titel was selig oder gezegend. Weet je, wie zijn vielleicht de Duitse Schrift gewand, en viele van ons zijn vielleicht bloß de Engelsche gewand. En ik zijn hier zum zijn, dat zijn Übersetzungen. En so de eerste Schrift, de eerste mal, en dit is, laat me ons dit zijn. Wanneer spreekt Levi, heeft Jezus dit gezegd? Wel, die wat dort studieren, die sagen, die spricht de tijd wie Aramäisch. Aramäisch wie ein bisschen ein Mix von Hebräisch und Griechisch und so weiter. Aber Jesus hat es doch wohl auf Aramäisch gesagt. Und Luther hat Matteaus das geschrieben. Und ich glaube, er hat es auf Griechisch geschrieben. Vielleicht auch auf Hebräisch. Und so, wir haben nun eine Übersetzung. Nun brauchen wir das Wort selig. Noch eine andere Stelle, wo das gebraucht wird, wo Paulus sagt, dass ein Mumke wird selig, wenn sie Kinder haben. Na, die weiten, dass die Seligkeit das nicht in Kinder haben. Kinder haben bringt die nicht im Himmel. Bloß Jesus ist der Weg, der Wahrheit und das Leben. Amen. So, was bedeutet das Wort selig dann? Und hier redet, von Vers 3 bis Klock 10, Entschuldige, nicht Klock 10, von Vers 3 bis Vers 10 und dann even in Vers 11, wir reden von, dass Menschen sind selig. Sie haben nie geraten durch diese Dinge. Zum Beispiel, wenn du barmherzig bist du dich dort geraten. Oder wenn du Vers 5 mag bist oder tun bist du dann geraten. Oder Vers 4, wenn du trüren bist du dann geraten. No, die Antwort ist 100 Mal nee. Diese Dinge die nicht raten. Du bist ein Radar, du bist ein Heiland, und das ist Jesus Christus. Das Neue Testament redet von, du bist ein Vermittler zwischen Gott und den Menschen, und das ist der Jesus Christus, der Herr, der Heiland, der Messias. So, das warum ich das Wort brauche, gesegnet. Die, wat dit doen, die haben ein Sehen. Ein Sehen, das ist ein Blessing. Blessing, das meint, du bist besser auf. Du bist vollfällt. Du hast Friede, wenn du diese Dinge tust. Und so werden wir nicht wieder reden, dass diese 10 Fahrer merken die selig. Das wird erst, die merken die in Sehen. Die wird später auf sein, wenn die diese Dinge tust. Und nu wollen wir noch mehr davon reden, wegen, das wird Fertigkritzung. Jesus wird noch nicht in den Golgatha gegangen, hat noch nicht die Erlösung geschafft. Und so er sagt hier, wo wir ein besseres Leben haben. Und das stimmt 100%. So nu werden wir ein bisschen das bekicken, wenn es hier in Vers 3 anfängt mit selig sind, die geistlich arm sind, denn ist das Himmelreich. Hier ist was für ein Gedacht, was über diesen Vers. Ich habe kein Geld, ich bin arm, das Leben ist so schwer. En so, ik moet toch wel selig zijn. Oké, dat is aardig, mijn vriend. Arm zijn merkt kein selig. Rijk zijn merkt kein anselig. Dat redt hier van wat anderes. Dat redt hier niet van dat de bankrekening nog leeg is. Ja, een banker had je de vrije voet en je zegt, die bankrekening is onder nul. Wel zegt je, dat is oké, ik wil je een check brengen. Dat heeft niets met te doen met hoeveel geld je hebt, hoeveel havengoed je hebt. En wanneer je bij geen havengoed bent, dat die dan later was van Himmel aankomen. Nou, dat is best het zo. Ik moet zeggen, Jezus zei, dat is zwaar van de richting in Himmel, dat ik niet te komen. Hij zei het plus.
Ich kann nicht jene Ricke, wenn die Rick bist, Gott hat die gesehen, preis dem Herrn. Aber die Ricke, die geht ihrmal, die verlässt sich auf sein Ricktum, nicht so? Die Verjahrfährten von, wo man gewohnt hat, was sie arm wird. Die Verjahrfährten dankbar zu sein, die fangen sich Fährten an Grund zu tun. Aber das Jährliche Ricke, die weiten von wo der kommt, die danken Gott dafür, die dann Gott seine Rick halten bühren, preis dem Herrn für dich. Das sagt sogar in 5. Mose, dass wenn die Rick bist, Gott hat die Gabe gegeben. Und das sind Menschen, die haben die Gabe zum Rick werden. So das redet hier nicht von, wie viel Geld du hast, und dann, wenn die weniger Geld hast, dass die dann Seliger bist. Von was redet dann? Well, das redet hier von jährlich arm. So, nu werden wir in den Jährlichen kicken, und dann werden wir so denken, das hart. So, wenn du im Jährlich arm bist, was für ein Mensch bist du dann? Das redet von Antwort. Du bist ein Mensch, der du weit, du kannst nicht allein merken. Du kannst nicht mit deiner eigenen Gerechtigkeit, die Seligkeit für dein, wegen deiner Gerechtigkeit hält nicht an. Das ist, was er im Neuen Testament sagt. Unsere Gerechtigkeit sind so schweinische Lunsten, sagt er. Dus bloß einer, was gereicht ist, das ist Jesus Christus. Und er sagt im Neuen Testament, dass er merkt uns gerecht durch sein Blut. Er deckt uns, er wascht uns rein mit seiner Gerechtigkeit, nu zijn we zijn kind. En dat weer dit weit, dat is geestlich arm. Wat is het gegenteil van geestlich arm? Wel, het gegenteil van geestlich arm, dat is Selbstgerechtigkeit. Dat is wat de zelfs zijn Erlösung wil schaffen, met zijn ene woorden, met proben sehr gut te zijn, en vielleicht te denken, hij is beter als de andere. Jezus had me niet gezegd van de Pharisäer en de arme taxklaagter gingen im Tempel nemen. En de Pharisäer, die deed zich brood, dat hij niet zo wie is als Jana. Und dort wird das Gegenteil von das falsch. Wenn du jährlich arm bist, dann weißt du dort, dass die fehlt in Heiland. Du weißt dort, dass deine Gerechtigkeit, die wird nicht mehr. Dann rannst du in den Arm, jetzt an dein Hort, in dein Leben. Dann sagt dort, dass Himmel dich es dient. Look at that. Look at that. Das ist, was ich hier sage, nicht so? Luther redet von Versatz, die wird der Hunger und Durst in Gerechtigkeit, die wollen gefällt werden. So dat je tot met dit vers. So jährlich arm zijn heeft niets te doen met hoeveel geld je hebt, of hoe weinig geld. Jährlich arm meint bloß, excuse me, dat du best op een stad, wo die weet dat die ene gerechtigheid wordt het niet doen. Wanneer het zo'n geeft, dan wordt vielleicht vragen naar hoeveel gerechtigheid, want dat weet keiner. Wanneer dat vielleicht zu tun hat mit bei einer Gemeinde gehen, dann wird vielleicht die Frau sein, wie wann Gemeinde. Das weiß keiner. Wenn sie würden sagen, das steigt die Taufe, da würden manchen fragen, was von der Taufe oder wo oder von wem, das weiß keiner. Meine und deine Gerechtigkeit, meine und dein Streben, der das nicht, dass wir selig werden. Die Seligkeit ist soll erschaffen, der ist soll betont, durch Jesus Christus. Nu braucht er bloß euch noch. Nu, wer diese Farce leben lässt, von drei Tieren, die haben gesegnet Leben. Versteht mir recht. Das ist nicht, dass die was selig merken, aber die was in Sehen sind, zu anderen, die was Menschen tragen oder kennen kriegen, und das ist bloß ein besseres Leben, wer es das lebt. Wer will mit einem selbstgerechten Mensch sein, ne? Das stinkt. Sondern was das läuft, das heißt besser ist als andere, und was das läuft, am Fehler in Heiland, well, dann weiß die. Aber die Schrift sagt, jeder Knall wird sich einen Tag beten. Dat leven nu vrijwillig die een klein been en steht Luther met een bemus. So ich sage Dankeschön für Horchen. Wir wollen nächstes Mal wieder gehen in diese Versen. So von der haben wir uns vergeführt, dass jährlich arm, das ist so ein Mensch, wo du weit, das Arm oder Arm fehlt nach Heiland, wegen heute sei, wo das nicht mit der Gerechtigkeit merken. Das ist ein Mensch, wo du jährlich arm ist. Preis dem Herrn für sein Gut. Wo ich auch stehe, du warst schon